Ja, da sind wir ja mal wieder in meinem Küchenstudio. Ihr seid wohl schon wieder neugierig, was ich heute kochen werde. Ja, das will ich euch verraten. Ich koche mir heute einen Grießbrei. Ich muss das mal zuhalten. Aus Weichweizengrieß. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Als Kind, ich war ja auch mal so ein kleiner Butsche. Ich mochte nicht essen. Und was hat meine Mutti mir immer gekocht? Eine Flasche mit Grießbrei drin. Und dann rief sie mich mal, Klaus, Peter, raufkommen, essen. Ja, und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt, die Flasche vorm Hals und habe meinen Grießbrei getrunken oder gegessen. Ich weiß nicht, wie man das nun sagen soll. Ja, und das ist immer so geblieben. Und dann irgendwann, als ich ja schon im Studium war, ich war, glaube ich, mal eine Zeit lang arbeitslos, bevor das dann so mit der Arbeit richtig losging. Und da war eine Kollegin, die sagte, du, ich brauche jemanden, der bei mir putzt. Naja, das habe ich dann ja wohl auch gemacht. Mein Geld stinkt ja nicht. Ne? Und dann war da ihre Mutter, die Frau Beindorf. Ich glaube, ich darf das mal sagen. Und Utis Mutter hat uns dann immer mal Mittag gab es dann auch, wenn ich geputzt habe. Und viel Geld habe ich auch verdient. Da gab es immer mal einen Grießbrei. Und er sagt, meine Güte, Frau Beindorf, was schmeckt der Grießbrei so schön? Wie haben Sie den gemacht? Ja, den koche ich mal so und so mit Weichweizengrieß. Ach, kannte ich bisher gar nicht. Ja, und das ist der Weichweizengrieß, den ich jetzt mal abwiege. Oh, meine Waage ist schon wieder auf. Na, ach, das ist immer ein Problem mit diesen Wagen. Muss ich doch auf Null kriegen. So, das jetzt drauf. Tara. Taritara. Und da nehme ich jetzt 100 Gramm. Guckt mal hier, dass das schön reinrieselt. So. So gut 100 Gramm. Das ist Weichweizengrieß. Der andere, der Hartweizengrieß, ist ein bisschen härter. Und den tue ich dann gleich, wenn die Milch hier kocht. Ich habe die Milch hier schon mal reingetan. Erst den Topf mit kaltem Wasser ausgespült. Dann knappen Liter Milch reingetan, eine Prise Salz. Die restliche Milch ist hier reingekommen. Da kommt dann gleich das Ei rein. Ich kann das ja schon mal da rein tun. Ich hoffe, ja, so. Eiweiß wird aufgefangen. Das hat geklappt. Neulich hat das ja mal nicht geklappt. Ne? So, dann kommt das jetzt Eigelb da rein. Eiweiß ist jetzt hier drin. Und das schlage ich dann nachher zu Eischnee, was denn da auch reinkommt. Nun lasse ich erstmal die Milch kochen. Ich rühre schon mal um, damit es nicht ansetzt. Ja. So, und dann gucken wir mal, wie es denn gleich weitergeht. So, liebe Leute, die Milch, die fängt jetzt an zu kochen. Jetzt kommt noch ein bisschen Zucker rein. Oh, ja, man kann ja nachher den Grießbrei auch noch zuckern. Und jetzt kommt der Grieß da rein. Ach, Glück gehabt, dass das nicht übergekocht hat. Das ist ja also eine Sauerei, nicht? Das kennt ihr sicherlich. So, jetzt schön verrühren. Rühre, rühre, rühre. Ja, fällt mir jetzt kein Lied zu ein, aber macht ja nichts, nicht? Rühre, rühre, rühre. So, wir stellen aber den Topf schon mal aus und nehmen das Ganze von der Flamme. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell für meinen Kameramann. Nicht? Ja, wir üben ja noch. Wir sind ja ein gutes Team. Ich finde ja, wir sind ein richtig gutes Team. So, diesen Brei lasse ich jetzt ein bisschen stehen. Das Grieß muss ja jetzt quellen. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt hier schon mal das Eigelb verqueren mit der Milch. So,
Das kann man natürlich auch anders machen. Das geht auch mit einer Gabel oder mit einem Löffel oder kann man auch so schlagen oder einfach nur so rühren, nicht? Aber ich finde das mal so ganz schön, nicht? So, da hat man auch mal was für die Hände zu tun, nicht? So, ich glaube, das geht so. Ja, es wird schon ein bisschen dicker hier. Ich hoffe, dass die 100 Gramm reichen. Sonst müsste man vielleicht auch noch ein paar Gramm mehr dazu geben. So, jetzt lasse ich das Ganze noch einmal aufkochen. Muss ich auch den Herd wieder anstellen. So. Und aber immer schön rühren. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Eischnee schlage. Ich noch einmal um und jetzt gehe ich an den Eischnee. Guck mal hier, das wird schon. Ne? Ja, das Eiweiß wartet ja schon darauf. Nicht? Wie gut, dass ich noch die alte Krups-Maschine habe. Die ist unersetzlich. Wir haben zwar eine neue Küchenmaschine, aber manchmal braucht man diese auch noch so. Ach, mal die Kabellage. Ja. Jetzt wird das gleich ein bisschen laut. Erschreckt euch nicht. So. Wir gucken ja, wir schlagen auf diese drei. Ne? So. Das ging ja mal ruckzuck mit dem Eischnee. So, und jetzt kommt mein Eischnee. Ich zeige euch das nochmal. Ja, so kommt jetzt hin auf den Grießbrei. Ich habe noch gar nicht abgeschmeckt, aber ich bin ja so gespannt. Man kann natürlich auch 2 Eier da reinhauen, aber wir wollen das ja nicht immer so üppig haben. Und vielleicht auch einen Klacks Butter nochmal. Aber mir reicht das heute. Das muss man einfach ausprobieren. Nicht? Aber du bist ja auch fix und hast ja auch Fantasie. Nicht? Davon gehe ich doch mal aus. Ja. Ich zeige dir ja nur die Grundbegriffe. Ach, ich bin ja so aufgeregt und freue mich ja so. So, upsala. So. Jetzt rühre ich das da vorsichtig unter. So. Das soll sich gut vermischen, aber auch nicht zu doll rühren, das sich auch nicht auflösen. Jetzt probiere ich einmal. Mal gucken, wie der schmeckt. Ich bin so gespannt. Könnte noch ein bisschen Zucker ran. So. Mal gucken, ob das reicht. Ich bin ja so ein süßer Junge, ne? Und daher brauche ich das immer ein bisschen süßer. So. So, das ist jetzt gut. Jetzt hole ich eine Schüssel, wo dann der Grießbrei reinkommt. So, machen wir da eine schöne Schüssel. Nehmen wir mal diese Glasschüssel. Ist doch die recht, ja? So, hier muss ich einmal wischen, da habe ich ein bisschen gekleckert. Ach, da will ja mal einen guten Eindruck machen. So ausspülen. So habe ich das mal gelernt, dass man das noch heißt. Ich habe es kalt ausspülen. So, und jetzt kommt das da rein. Ja. Schon ist der Grießbrei fertig. Liebe Leute,
Schön, dass du wieder dabei warst. Ich danke dir und gutes Gelingen beim Nachkochen. Und du weißt ja, wenn du das nochmal schriftlich haben willst, CPRs Küchenstudio mit ue at gmx.de. Wir sehen uns und mach's gut. Ich freue mich jetzt. Tschüss.